Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Diesmal zum Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich habe den Talk gerade schon mal aufgenommen, habe 26 Minuten gequatscht, bis ich dann mal gemerkt habe, dass mein Mikrofon gemutet war. Sehr toll, von daher wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen kürzer werden. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch nochmal alle so zusammen. Ja, ich denke am Ende des Abends war es ein verdienter Sieg für uns, wenn auch ein umkämpfter Sieg, eine knappe Kiste, ja, aber ich denke verdient. Es gibt auch eigentlich relativ wenig zu meckern. Ich denke, das war nochmal eine herausragende Energieleistung von unserer Mannschaft, gerade von so gewissen einzelnen Spielern, wo ich gleich ein bisschen drauf eingehe. Ja, erste Halbzeit, erste Viertelstunde haben wir uns richtig schwer getan, waren wir gar nicht im Spiel, war richtig schlecht. Und dann sind wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Dann ist das Spiel aber eher so dahin geplätschert. Wolfsburg hat sich zurückgezogen, wir haben keine Ideen gehabt. Wir haben auch keine guten Anspielstationen gehabt. Ja, und dann müssen wir halt einfach froh sein, dass Coman im Moment so drauf ist, wie er drauf ist. Und dass Levi mal wieder Bock hatte und auch gut drauf war. Zum Glück. Gegen Wolfsburg ist er ja öfter mal gut drauf. Und dass wir das Tor mit dem Halbzeitpfiff gemacht haben. Ich denke, hätten wir das nicht gemacht, wäre es nochmal schwieriger geworden, das Spiel zu drehen komplett. Weil dann wäre der Kraftakt noch größer gewesen. Dass wir es überhaupt gedreht haben nach dem 6. Mal 0:1, kann man der Mannschaft auch nicht hoch genug anrechnen. Gerade gegen dann so einen guten Gegner wie Wolfsburg, die bis dahin ungeschlagen waren. Die das letzte Spiel auch gegen uns verloren hatten im letzten Jahr. Oder in der letzten Saison. Also von daher. Es gibt ein bisschen was zu kritisieren, ja. Was heißt zu kritisieren? Wo ich ja anderer Meinung bin, wo man was hätte anders machen können, besser machen können. Aber am Großen und Ganzen, wie ich schon sagte, 2:1 gewonnen, hochzufrieden. Ich habe im Vorfeld nicht damit gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass unsere Mannschaft nochmal so eine Energieleistung rausballert, wie sie rausgeballert hat. Und von daher würde ich sagen, hauen wir uns mal die Statistiken rein. 2:1, zweimal Levi, Ballbesitz. Was ist hier los? So. Ballbesitz 59% zu 40,9 oder 59,1. Fouls 14,16. Es waren viele Fouls im Spiel, auch viele, die gar nicht gepfiffen wurden vom Schiri. Der Schiri war für mich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, eine 4. Ja, also der war ganz komisch. Mal so gepfiffen, mal so, dann wieder gar nicht. Und das ist der Wert, der mich anmacht. Fast 55% der Zweikämpfe haben wir gewonnen. Und das kann man der Mannschaft, denke ich, gar nicht hoch genug anrechnen. Schüsse insgesamt 11:17. Ich weiß nicht, wo die 17 Schüsse von Wolfsburg gesehen haben. Fragt mich nicht, Leute. Habe ich nicht auf dem Zettel. Schüsse aufs Tor 2:6. Ja, von den 6 waren 2 gefährlich. Wie bei uns waren 2 gefährlich, die beide drin waren. Das andere waren irgendwelche Rückgaben an den Neuer. Ecken 7:7, Flanken 11:16. Ja, sehr ungewöhnlich, dass wir mal weniger Flanken haben wie der Gegner. Aber man sieht halt, dass Wolfsburg mitgespielt hat. Dass Wolfsburg was versucht hat. Und ja, klar hatten wir dann auch ein bisschen Glück, dass der Neuer in der 80. oder was das war, 85. aller Dinge noch hält. Aber ansonsten hat Wolfsburg aber auch keine großen Chancen gehabt. Ja. Aber da werden wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Gewonnene Zweikämpfe 13 Coman, Lewandowski 11, Hernandez 10. Das sagt auch schon wieder sehr viel aus, dass hier 2 Offensive sind, die beide auch heute mega stark waren. Hernandez habe ich auch sehr gut gesehen. Sieht man dann auch gleich nochmal an den Ballkontakten. Hernandez mit 96 die meisten, Süle mit 86. Süle habe ich auch sehr gut gesehen. Alaba mit 75, Alaba habe ich nicht gut gesehen. Gefoult worden, ja, 4 Coman, 4 Hernandez, 3 Levi. Generell haben die Jungs ganz gut auf die Knochen gekriegt. Auch dann, wenn es kein Foul mal war. Gerade Coman und Levi haben heute gut eingesteckt, denke ich.
Von daher kann man das gar nicht hoch genug anrechnen mit ihren gewonnenen Zweikämpfen auch. Schüsse insgesamt, Müller 3, Levi 3, Gnabry 2. Vorlagen 3 Coman, 3 Gnabry, 2 Müller. Das einfach mal zu den Statistiken. Ja, wenn wir das Spiel nochmal mal Revue passieren lassen, wie ich schon sagte, so erste Viertelstunde war richtig schlecht von uns. Wir haben ja auch, glaube ich, schon in den ersten 5 Minuten das Tor kassiert. Ja. Wo ich in Sané jetzt gar nicht so unbedingt einen Vorwurf machen möchte. Klar hätte man das besser klären können da hinten. Ist aber auch einfach nicht seine Posi und war ein bisschen unglücklich das Ganze. Ja, Hernandez war nicht auf der Position, weil er schon vorher in der Mitte ausgeholfen hat, weil Tolisso komplett out of order war. Alaba war auch out of order, ist auch wieder da rumgesprungen wie, weiß ich auch nicht, hat auch wieder Stellung gespielt und sowas. Ist eine Katastrophe beim Alaba als Innenverteidiger, meiner Meinung nach. Hat er auch noch 2-3 Mal im Spiel gehabt, er hat auch nicht einen Zweikampf gewonnen gegen den Weghorst. Hat man schon gegen den Haaland gesehen, wenn da so ein Stürmer kommt, der ein bisschen Körper hat und auch weiß, wie er sich zu verhalten hat, sieht der Alaba einfach kein Land. Deswegen ist der Alaba für mich kein Innenverteidiger heute. Ich persönlich sehe kein Argument, was es rechtfertigt, den Alaba auf der Innenverteidigerposition immer und immer und immer und immer wieder spielen zu lassen und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, warum haben wir denn 18 Gegentore kassiert? Ja, weil der Alaba einfach scheiße spielt und weil einfach kein Innenverteidiger ist. Ja, dass er letzte Saison da mal ein paar gute Spiele gemacht hat, ja, das lag auch daran, weil die ganze Mannschaft gut war. Aber er ist halt kein Spieler, der mit 75% Leistungsvermögen einen guten Innenverteidiger spielen kann. Das kann halt nur ein gelernter Innenverteidiger. Warum stellt man nicht den Hernandez dahin und den Alaba nach außen und Arsch lecken? Dann wäre alles gut. Oder man setzt einen Alaba auf eine Bank oder auf eine Tribüne. Ich meine, er hat keine Leistung gezeigt, die es rechtfertigt, dass er sowieso immer von Anfang an spielt. In der Defensive nicht. Und was sonst das Argument war, ja, er ist der beste Aufbauspieler, er baut unser Spiel auf. Er hat ja in den letzten 15 Spielen nicht getan. Er spielt einen Fehlpass nach dem anderen im Spielaufbau, rennt wie ein rennt wie ein wild gestochenes Schwein in der 75. Minute oder wann das war, bis an den 16er von den Gegnern, um da irgendwas zu pressen, weil er hinten den Zweikampf nicht gewonnen hat. Als Innenverteidiger. Da kommt ein langer Ball und dann fehlt er hinten in der Innenverteidigung. Also, Leute, ja, weiß ich nicht. Ist für mich der absolut falsche Mann auf dieser Position. Ich verstehe es nicht. Guckt euch das Spiel gegen Moskau an, auch wenn das vielleicht nicht ganz fair gegenüber den Alaba ist, aber da stand Süle und Boateng in der Innenverteidigung. Wir haben zu 0 gespielt. Bam. So. Brauche ich kein weiteres Argument bringen, oder? Stell einfach mal 2 gelernte Innenverteidiger in die Innenverteidigung. Ich würde mir den Hernandez da wünschen, aber Hernandez hat auch heute wieder einen guten Innenverteidiger gespielt. Ja, dann stell doch den Süle und den Boateng da hinten in die Innenverteidigung, ist gut. Ja, was muss da immer der Alaba spielen? Der Alaba war heute der Einzige, der von den 4 Leuten schlecht war. Der da wirklich Unruhe reingebracht hat. Der 3-4 Mal richtig schlecht stand. Der dann die Zweikämpfe nicht gewonnen hat. Gegen den Stürmer. Der dann einfach auch wild nach vorne rennt wie so ein Idiot. Was völlig sinnfrei ist als Innenverteidiger. Da muss man halt einfach sagen, jo, bis hier gehe ich und nicht weiter und ich spiele den Ball ab. Ich habe nicht einen Pass gesehen, der mal im Spielaufbau ankam, der vernünftig... Ich meine, er hat kaum Pässe gespielt diesmal. Ja, er hat es gar nicht erst versucht, wenn, dann hat er nur quer gespielt. Oder in 99% der Fälle hat er auf dem Hernandez gespielt. Heute hat der Spielaufbau zu 99% der Süle übernommen von hinten. Und ab und wann mal der Boateng. Ja, keine Ahnung, vielleicht sehe ich ihn ein bisschen zu kritisch durch diese Vertragsgeschichte, wo er bei mir persönlich, menschlich durch ist. Da gibt es für mich keine Ausreden. Das Verhalten, was er an den Tag gelegt hat, ich verstehe halt nur nicht, warum der Flick ihn da die ganze Zeit Zucker in den Arsch bläst. Weil es gibt für mich keine Rechtfertigung, dass er da spielt. Die Leistungen stimmen nicht, die Leistungen sind schlecht. Und er ist für mich der Hauptgrund, der da hinten einfach die Unruhe reinbringt. Ich glaube, wenn da mal 2 gelernte Innenverteidiger sich mal ein bisschen hätten einspielen können, mit dem Boateng und Süle meinetwegen. Ich hätte mir natürlich den Hernandez gewünscht. Wenn der Davies fit ist,
Ich meine, mit dem Boateng will man ja anscheinend auch nicht verlängern. Dann kann man auch da einen Hernandez und einen Süle sich einspielen lassen. Wo ist denn das Problem? Sehe ich nicht. Verstehe nicht, warum man da ja auf dem Alaba baut, der eh nicht bei uns sein möchte. Erschließt sich mir nicht. Einzigste Begründung, die ich für mich persönlich sehe, ist, dass man sagt, ja, wir blasen ihn den Zucker in den Arsch, damit er vielleicht doch noch verlängert. Ja, das ist aber kein Argument, wenn man sieht, wie schlecht er da performt auf dieser Position. Und für mich ist das nicht der einzigste Grund, ja. Unser defensives Mittelfeld war in den letzten Spielen genauso schlecht, war heute auch wirklich schlecht. Man muss halt nicht alles am Alaba festmachen, gar keine Frage. Aber trotzdem ist der Alaba für mich da fehlbesetzt auf dieser Position. Punkt. Süle. Heute für mich ja, der beste rechte Verteidiger, den ich in den letzten 10 Spielen gesehen habe bei uns. Ja, was die Defensive angeht, ich meine, hat sich sogar zweimal getraut, mit nach vorne zu gehen, sogar zweimal dann Dribbling angesetzt. Aber ansonsten in der Defensive der sicherste rechte Verteidiger, den ich in den letzten Spielen gesehen habe. Erstens hat er Bälle abgefangen, ja. Er hat aber auch die Zweikämpfe genommen, ja. Nicht so wie ein Pavard oder ein Saar, die einfach nur nebenher laufen und nur dann versuchen zuzustellen und jedes Mal die Leute flanken lassen. Ja, der Süle hat auch 2 Wackler drin gehabt, wo er mehr hätte zur Grundlinie gehen müssen, was er dann halt einfach auch nicht so gewohnt ist, weil er die Position nicht so spielt, aber ansonsten war das grundsolide. Das war defensiv richtig stark, was er da weggearbeitet hat. Hat mir sehr gut gefallen und ja, wie ich schon sagte, für mich die beste Leistung in den letzten 10 Spielen, die ich da auf dieser Pose gesehen habe bei uns. Ansonsten, defensive Mittelfeld war die ersten 25 Minuten gar nicht vorhanden. Leute, Tolisso war nicht vorhanden. Danach war er ein bisschen besser im Spiel. Aber er hat schon 25 Minuten gebraucht, bis er überhaupt mal so weit war und sich auch mal angeboten hat, dass er auch wirklich mal einen Ball haben will, dass er eine wirkliche Anspielstation ist. Das hat man auch gemerkt. Ja, erste Viertelstunde war mir gar nicht im Spiel, da war nur Wolfsburg im Spiel, danach war es ein bisschen besser. Aber wir haben halt auch fast nur lange Bälle geprügelt und ja, auch die Außen waren dann alle so im Halbfeld und dann also die erste Viertelstunde haben wir mit Dreierkette gespielt und der Hernandez hat irgendwie den linken Außenstürmer gegeben. Dadurch war dann Sané oder Gnabry war dann so halblinks, waren immer zugestellt und habe ich auch nicht wirklich verstanden. Zweite Halbzeit war es dann viel besser. Zweite Halbzeit haben wir dann eine richtige Viererkette gespielt, dass Hernandez auch so auf einer Höhe war. Hat mir viel besser gefallen. Habe ich nicht ganz verstanden. Denke mal, das wird eine taktische Anweisung gewesen sein. Hat mir nicht gut gefallen. Ja, und das defensive Mittelfeld. Ja, Tolisso hat es versaut. Er hat keine Form. Er hat Zweikämpfe nicht angenommen, hat sich nicht getraut, hat oft zurückgezogen. Ist oft gar nicht erst reingegangen in den Zweikampf, hat den Spieler dann laufen lassen, ist so ein bisschen hinterher getrabt. Das sah für mich so aus, als wenn er kein Vertrauen in seinen Körper hat. Ja, was man verstehen kann, ihm fehlt auch die Frische, die Fitness und man hat ihnen da keinen Gefallen getan, ihn da heute als alleinigen Sechser aufzustellen. Also ich hätte mir da den Rocker von Anfang an gewünscht. Ich meine, gut, zum Glück wurde er dann nur eingewechselt, die letzten 20 Minuten. Aber warum bringt man den nicht von vornherein? Werde ich gleich noch ein paar Worte zu sagen zu den einzelnen Spielern, wenn wir eine Benotung geben. Ansonsten zum Spiel, wie ich schon sagte, erste Viertelstunde waren wir gar nicht im Spiel, war Wolfsburg klar besser. Hat auch natürlich auch durch das Tor. Das Tor, ja, es war kein defensives Mittelfeld vorhanden. Der Hernandez ist dann in die Mitte gerückt. Weiß nicht, warum da kein Innenverteidiger rausgerückt ist. Ja, das war kollektiv schlecht da hinten. Ja, danach sind wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen, aber jetzt auch nicht wirklich gut. Ja, wie ich schon sagte, wir haben viel dann so lange Bälle versucht und wir haben in der Mitte keinerlei Anspielstation gehabt. Wir hatten keinerlei vernünftigen Spielaufbau.
Hat mir nicht wirklich gut gefallen. Dann ist das Spiel so ein bisschen hin und her geplätschert. Ist nicht wirklich was passiert. Wir waren bemüht dann mehr. Wolfsburg hat sich zurückgezogen. Und ja, da müssen wir halt echt uns beim Coman bedanken und beim Levi. Dass wir das Tor vor der Halbzeit gemacht haben, war super, super wichtig in meinen Augen. Das hat uns nochmal gepusht. Das hat uns dazu gepusht, dass wir nochmal in der zweiten Halbzeit die ersten 20 Minuten richtig Gas gegeben haben. Und ja, hätten wir das nicht gemacht, glaube ich, hätten wir das Spiel auch nicht gewonnen. Hätten wir vielleicht mit ein bisschen Glück einen Punkt geholt. Aber ich glaube nicht, dass wir dann nochmal diese doppelte Energieleistung hätten bringen können. Weil man hat gesehen, wir waren so auch heiß, konnten es aber auch nur 20 Minuten durchhalten in der zweiten Halbzeit. Ne? Danach haben wir uns dann ein bisschen das Pedal vom Gas genommen sozusagen. Nichtsdestotrotz haben wir gefightet. Ja, wir haben immer die ganze Zeit 90 Minuten lang gefightet. Also bis auf wenige Ausnahmen, wenn man Tolisso dazu zählt. Ansonsten hat jeder gefightet, ob es der Gnabry war, ob es der Sané war. Ja, die haben offensiv keine Akzente setzen können, aber gefightet haben sie alle. Und ja, von daher bin ich auch der Meinung, dass der Sieg verdient war. Und ja, zweite Halbzeit habe ich vom Wolfsburg jetzt auch nicht viel gesehen. Ja, gut, die eine große Chance haben sie nochmal gehabt. Ansonsten ja, 2 Ecken, 3 Ecken, wo auch mal eine gefährlich war. Aber ansonsten jetzt auch keine großen Chancen irgendwie. Da haben wir es eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Der Alaba war ein bisschen lost in der zweiten Halbzeit, 2-3 Mal, wodurch es überhaupt erst gefährlich wurde. Ansonsten waren hinten die anderen 3 waren super, super safe, super stabil heute. Ja. Und am Ende des Tages, ja, also wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das Spiel gewinnen im Vorfeld. Von daher kann man das der Mannschaft nicht hoch genug anrechnen, dass sie diesen Kraftakt rausgehauen haben. Und na klar, haben wir ein bisschen Glück, beziehungsweise haben wir dann auch eine Klasse im Tor mit dem Neuer, der den Schuss dann nochmal hält in der 85. oder wann das war, den hält halt auch nicht jeder. Und ja, so ist es dann zustande gekommen. Wie gesagt, in meinen Augen war es ein verdienter Sieg, wenn auch eine knappe Kiste. Aber ja, von der kämpferischen Leistung her war es verdient und man hat heute gesehen, ja, dass alle wollen. Manche können nicht, das hat man auch heute gesehen, aber sie wollten zumindest alle. Und das war so das wichtige Signal in meinen Augen. Ansonsten zu Wolfsburg vielleicht mal, ja, sie haben es auf jeden Fall besser gemacht wie sonst. Ja, sie haben sich ein bisschen was zugetraut. Natürlich auch bedingt durch das Tor. Ja, ich denke, sie hätten noch ein bisschen offensiver spielen können. Dann hätten sie uns vielleicht geknackt in der ersten Halbzeit, weil wir haben uns sehr schwer getan in der ersten Halbzeit. Wenn sie da vielleicht ein bisschen mehr Mut gehabt, wären aufs zweite oder dritte Tor gegangen, dann, ja. Ich glaube, wären wir 2-0 hinten, dann wäre es schwer geworden, nochmal zurückzukommen. So haben sie sich zurückgezogen. Wir sind ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Wie ich schon sagte, es war dann auf Augenhöhe irgendwo ein bisschen rumgeplänkel. Keinerlei großen Chancen auf beiden Seiten. Bis dann halt, ja, das Ding kam. Ja, wir hatten vorher auch schon mal so Halbdinger, aber uns hat halt immer, auch in der zweiten Halbzeit, immer so der letzte Touch gefehlt vorne. Ja. Oft, denke ich mal, ist es einfach geistige Frische gewesen. Beim Sané hat man aber auch gemerkt, dass es dann einfach die physische Frische auch war. Der hat sich hinten aufgearbeitet, meines Erachtens nach, in der Defensive. Und dann die 2-3 Aktionen, die er hatte vorne in der zweiten Halbzeit, hat ihm einfach die Kraft gefehlt. Ja. Und ein bisschen auch das Spielglück. In der ersten Halbzeit, auch in den Gnabry sind da immer so Bälle versprungen. Das ist ein bisschen Glück. Geht das anders aus, aber das, denke mal, das sind dann so die Sachen, die man einfach an der körperlichen Frische und an der geistigen Frische festmachen muss. Ne? Ansonsten Gnabry, obwohl wir gehen einfach mal die Jungs gleich durch, denke ich, das ist einfacher. Neuer müssen wir heute definitiv eine 2 geben. Eigentlich sogar eine 1, er hat das Ding gehalten, hat uns dadurch den Sieg gerettet. Muss man schon so sehen. Ansonsten hat er sich keinerlei Fehler erlaubt. Hat gute Abwürfe gemacht, gute Abstöße, auch 1-2 Mal lange Dinger, die mit ein bisschen Glück auch nochmal gefährlicher hätten werden können.
Hat keine Schwäche beim Rauslaufen heute gehabt. War für mich, ja, sehr stark. Geben wir ihm eine 2+, würde ich sagen. Boateng habe ich auch keinen Fehler gesehen heute. Beim Tor vom Wolfsburg, naja, konnte er auch nicht mehr viel ausrichten. Das ging auch nicht auf seine Kappe, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, ich habe keinen Fehler von Boateng gesehen. Hat natürlich dann noch das 2:1 vorbereitet, mit ein bisschen Glück natürlich. Hat aber sonst auch oft versucht, das Spiel aufzubauen, auch öfter mal einen langen Ball gespielt. War für mich aber sehr stabil, ist ja auch ein Zweikampf. Hat viele Bälle auch direkt, Wolfsburg hat viele lange Bälle gespielt, ist direkt nach vorgerückt und hat rausgeschoben und hat gemacht, getan. Ja, für mich auch eine 2. Niklas Süle, ja, würde ich eine 3 geben. Ja, aufgrund, dass er so 2-3 Mal so diese Wackler drin hatte, dass es nicht so seine Posi war. Und ja, dass er halt relativ wenig nach vorne gemacht hat, was aber für mich völlig okay war. Wie gesagt, für mich war er ein guter rechter Verteidiger, der beste, den ich in den letzten 10 Spielen gesehen habe. Klar, hätte er diese beiden Dinger da hinten nicht gehabt, wäre es auch eine souveräne 2 gewesen. War aber trotz alledem sehr stabil, wie ich fand. Hat mir sehr gut gefallen. Alaba war für mich so der Unsicherheitsfaktor heute in der Abwehr, würde ich eine 4 geben. Es war noch ausreichend, ja, aber er hat gefühlt keinen Zweikampf gewonnen gegen den Weghorst. Stand 2-3 Mal richtig schlecht, richtig falsch. Ist in der 75. Minute wie vom Stier gestochen, dann noch nach vorne gerannt, was kein Mensch versteht. Was man als Innenverteidiger einfach nicht macht. Ja, hat mir wieder mal heute einmal mehr bewiesen, dass er auf dieser Position einfach nicht tragbar ist. Meine Meinung, mehr gibt es da nichts dazu zu sagen. Hernandez war für mich mega gut. Klar, hat zwischendurch auch so ein bisschen, aber das war, wenn wir alle so ein bisschen durchgeatmet haben bei uns. Aber ansonsten sehr präsent. Er hat auch ganz viel in der Mitte ausgeholfen, gerade auch erste Halbzeit. Hat da immer wieder die Löcher gestopft. War außen war er in Kombination mit Coman richtig, richtig gut. Die haben sich super zusammengearbeitet. Wenn er dann den Gnabry gehabt hat und den Sané war, war er öfters mal ein bisschen mehr unter Druck. Hat es aber in meinen Augen sehr, sehr gut gemacht. Hat sich auch dann erste Halbzeit auch noch ein bisschen nach vorne mit eingeschaltet. Zweite Halbzeit gefühlt ein bisschen weniger. Aber dafür standen wir einfach richtig gut hinten, fand ich. Außer mit dem Alaba, der da ein bisschen unsicher war. Aber da hat der Hernandez heute vieles ausgebügelt, meiner Meinung nach. Von daher für mich eine Note 2. Coman für mich eine Note 1. Ich meine, wenn man als offensiver Spieler 13 Zweikämpfe gewinnt und wovon die Hälfte mindestens defensive Zweikämpfe waren, hat super viel geackert, super viele Sprints nach hinten, hat keinen Zweikampf nach hinten hin auch gescheut. Mega. Können sich die komplette Offensivabteilung plus inklusive defensive Mittelfeldspieler eine Scheibe von abschneiden. Von dieser Einstellung und diese Leistung. Gnabry, erste Halbzeit war ja einen Tacken besser wie Sané. Hat viel geackert, ja, viel nach hinten auch mitgearbeitet. Nicht so oft abgeschenkt wie sonst. Hat mir gut gefallen. Zweite Halbzeit hat er mir gar nicht mehr gefallen. War komplett wirkungslos. Ich glaube, ja, das war zu viel Arbeit für ihn in der ersten Halbzeit. Traurig, aber wahr. Ich meine, er ist im Moment vielleicht bei 75% seiner Leistungsfähigkeit und ja, ich denke, es reicht für eine Halbzeit Vollgas und dann kannst du ihn auswechseln. Also zweite Halbzeit war gar nichts mehr zu sehen von ihm. Tolisso ist der Einzige, den ich eine 5 geben würde heute. Der war der Einzige, der wirklich schlecht war. Kamen die ersten 25 Minuten gar nicht ins Spiel. Danach war es ein bisschen besser, kam ein bisschen besser ins Spiel, hat sich auch mal angeboten, wurde auch mal angespielt. Hat auch mal einen oder anderen Pass dann verteilt. Aber ansonsten, ja, ganz, ganz schlecht. Hat Zweikämpfe gescheut, ist Zweikämpfe gar nicht erst angenommen. Ganz schlechtes Stellungsspiel gehabt. Nach vorne keinerlei Akzente, nach hinten auch nicht. War keine Hilfe nach hinten, hat mehr Unsicherheit nach hinten reingebracht, wie alles andere, fand ich. Man hat es dann spätestens daran lang gemerkt, so dass zwischendurch so der Boateng mehr defensiver Mittelfeldspieler war, ja.
irgendwelche langen Bälle oder sonst was, hat alles der Boateng da hinten wegrasiert. Da hast du kein Tolisso gesehen oder sonst wen. Auch der Süle hat da mal ausgeholfen. Selbst dann so ein Coman oder so ein Müller oder sowas haben dann da mehr ausgeholfen, als dass du da mal ein Tolisso gesehen hast. Also hat mir gar nicht gefallen. Ich mag ihn eigentlich, aber ja, wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Habe ich nicht verstanden. Ich hätte mir einen Rocker gewünscht von Anfang an, bin ich ganz ehrlich. Verstehe nicht, warum man da so halbfitte Spieler aufstellen muss. Weil, ja, er war nicht fit. Das hat man heute gesehen. Er hat keinerlei Zutrauen gehabt, in den Zweikampf zu gehen, der wehtut. Hat er komplett gescheut. Und wir können froh sein, in Anführungsstrichen, dass er dann mal einen Schlag gekriegt hat in den 70. Und dann ausgewechselt werden musste. Sonst hätte er wahrscheinlich durchgespielt. Und ja, verstehe ich nicht. Ich denke mal, das hat jeder gesehen. Also das kann ja nicht nur ich so empfunden haben. Verstehe nicht, warum man da nicht einen Spieler reinbringt wie ein Rocker. Der ist fit, der ist frisch. Der hat keine 200 Spiele in den Knochen. Ja, und ich habe ihn noch nicht schlecht gesehen, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Sinn nicht, den der Flick da durchzieht. Mit der Personalie. Genauso wie beim Alaba. Das sind zwei Sachen, die ich nicht verstehe, die nicht in meinen Kopf gehen. Der Rocker hat super gemacht, wie ich fand. Klar, 20 Minuten nur kannst du schlecht beurteilen, aber was man gesehen hat, Wolfsburg kam dann, hat gepresst, hat versucht, die unter Druck zu setzen. Konnte den Rocker trotzdem anspielen. Der wurde von 3, 4 Leuten umstellt, angelaufen. Ja, der hat den Ball angenommen, hat sich gedreht, hat geguckt und hat den Ball wieder zum richtigen Mann gespielt und hat den Ball dann direkt wieder gekriegt. Du konntest ihn jederzeit anspielen, egal ob da 3 Leute innerhalb von 2 Metern um ihn drum herum stehen. Und das ist doch was wir brauchen in unserem Spiel. Ja? Er hat super Sicherheit reingebracht. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum der Musiala dann mit ihm einen Doppel-6 gebildet hat. Ich denke, das hat uns mehr geschadet wie geholfen. Klar, am Ende hat der Flick recht gehabt, wir haben 2-1 gewonnen. Aber ich denke, wenn der Rocker die alleinigen Sechser gemacht hätte, Musiala noch ein bisschen offensiv, hätten wir auch noch ein 3-1 gemacht. Und dann wäre die Kiste auch durch gewesen. Aber gut, es ist so auch aufgegangen. Wie gesagt, mir hat der Rocker gut gefallen. Konntest ihn immer anspielen. Er hat keine Hektik im Spiel. Du denkst halt nicht, dass er den Ball da jetzt nicht annehmen kann oder sonst was. So wie es bei unseren anderen Sechsern ist, die da so rumdümpeln im Moment. Da muss er jedes Mal durchatmen, wenn die da angespielt werden, wenn dann mal ein Mann daneben steht. Also, das hast du bei ihm gar nicht. Er bringt einfach so eine Ballsicherheit mit. Ja, und das körperliche Argument sehe ich auch nicht. Ja, also wie gesagt, Tolisso hat heute jeden Zweikampf gescheut. Er scheut keinen Zweikampf. Ja, er ist ein bisschen noch ungestüm, was das anbelangt. Aber dann lieber mal 10 Meter vor der Mittellinie dann Gegner legen, als dass da irgendwie ein schneller Angriff passiert. Er hat auch versucht mit zu pressen noch vorne. War auch noch zweimal vorne mit, hat gute Balleroberungen gehabt. Also für mich grundsolide. Hätte ich mir halt einfach mal von Anfang an gewünscht, den Mann. Meine Meinung. So. Wo waren wir denn jetzt? Kinsey hatte ich 1, Gnabry. Ja, Gnabry sagen wir mal. Ja, eine 3-. Wie gesagt, erste Halbzeit war es schon okay eigentlich. Zweite Halbzeit war aber gar nichts mehr. Tolisso hatten nur 5, Sané. Ja, Sané war so ein Level mit Gnabry. Beim Sané war es ein bisschen umgekehrt. Bei erster Halbzeit nicht ganz so auffällig, war zweite Halbzeit auffälliger wie in der ersten, obwohl er in der ersten Halbzeit auch schon geackert hat. Ja, das muss man ganz klar sagen. Hat aber ein bisschen Spielglück gefehlt. So ein bisschen technische Probleme auch gehabt. Zweite Halbzeit war er dann noch ein bisschen präsenter, wie ich fand. Hat auch viel geackert, auch nach hinten. Hat aber dann auch noch 2, 3 Aktionen nach vorne gehabt, wo man dann aber einfach gesehen hat, die Kraft ist nicht da. Ja, er war einfach durch. Hätte ich mir gewünscht, dass man ihn auch in der 65. Minute rausnimmt oder 70. wo der Flick gewechselt hat. Hätte einfach nochmal den Costa gebracht. 20 Minuten, 25 Minuten. Anstatt da diese 4 Minuten in der Nachspielzeit. Da ist ein frischer Mann, der hat Bock. Man hat die letzten Spiele gesehen, der lässt sich nicht hängen, der hat immer Bock. Wegen mir hätte er auch eine Halbzeit verdient gehabt. Ja? Hätte auch Sané zur Halbzeit rausnehmen können. Aber ich glaube, wir werden unterm Flick nie einen Wechsel in der Halbzeit sehen. Thomas Müller war für mich eine 2. Erste Halbzeit habe ich ihn nicht gut gesehen.
ist mir zumindest nicht viel in Erinnerung geblieben. Zweite Halbzeit war er gut. Ja, man hat ihn auch gehört dann wieder auf dem Platz und hat dann auch, gerade in den Phasen, wo wir nicht so präsent waren, viele Bälle vorne festgemacht, die er angenommen hat, die er dann nochmal verteilt hat. Also die waren nicht sofort weg, die Bälle. Hat ein gutes Zusammenspiel mit Levi gehabt heute. Hat auch so nicht diese Verstolperer gehabt, die er sonst oft hat heute. War technisch gut, auch auf der Außenbahn, hat die Bälle gehalten, hat sie verteilt und so. Hat mir richtig gut gefallen. Die Krönung hat gefehlt, natürlich. Ein Tor hätte ich ihm natürlich gegönnt. Aber für mich heute eine sehr gute Leistung, von daher eine Note 2. Aufgrund der zweiten Halbzeit, ja. Erste Halbzeit war nicht so toll. Levi, natürlich, ja, können wir wie Coman Note 1 geben. Nicht nur aufgrund seiner beiden Tore, sondern auch, ja, war auch der auch Bock hatte, der geackert hat, wo man gesehen hat, der war gierig, der wollte heute gewinnen. Genauso wie beim Coman und beim Müller hat man das auch gesehen. Generell, das hat man bei jedem gesehen, dass sie wollten. Ja, viele konnten nicht, wie Tolisso, wie Alaba. Aber von der Einstellung her hat man das bei jedem gesehen, dass sie einfach heiß waren und wollten und gekämpft und geackert haben. Ja, Marc Rucker habe ich ja schon gesagt. In der 70. Minute, ja, können wir nicht so wirklich gut beurteilen, will ich nur Note 3 geben. Für mich hat er keinen Fehler gehabt im Spiel. Müsala dasselbe, will ich auch eine 3 geben. Ist natürlich da verschenkt gewesen. Da hat ja dann zum Ende hin, war ja so halb rechts, da, ich meine, gut, hat er hinten ein bisschen ausgeholfen. Aber meiner Meinung nach haben wir dadurch die Wolfsburger auch ein bisschen wieder ins Spiel geholt. Ja, im Endeffekt war es der richtige Weg. Wir haben ein bisschen Kraft gespart dadurch wahrscheinlich. Und es hat gereicht. Von daher alles richtig gemacht. Wie ich schon sagte, Costa in der 90. für Sané hätte ich mir auch eher gewünscht, den Wechsel. Ich denke, der hätte auch nochmal ein bisschen Schwung gebracht und ist auch immer einer, der Bock hat. Ansonsten hätte man natürlich auch noch ein bisschen was anderes wechseln können, obwohl ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass noch irgendwie anders so platt gewesen wäre. Hatte ich halt beim Gnabry, den Wechsel hätte ich genauso gemacht. Tolisso auch, ich hätte die beiden Wechsel aber schon eher gemacht. Sané hätte ich aber auch ein bisschen eher. Hat man auch gesehen, dass er nicht, dass ihm halt auch so die Kraft ausging, ne? Hat man gesehen, fand ich zumindest. Ansonsten zum Spiel nochmal, zweite Halbzeit. Ja, die ersten 20 Minuten gehörten uns. Ganz klar, haben wir das Spiel im Griff gehabt. Waren sehr, sehr gut auch. Ja, dann haben wir ein bisschen durchgeatmet. Dann, wo die Wechsel kamen, hat man auch gemerkt, war ein bisschen Unruhe drin, kam Wolfsburg ein bisschen besser rein ins Spiel. Aber jetzt nie so gefährliche Chancen oder sonst irgendwas. Und in der Phase, wie ich schon sagte, war der Müller so, der die Bälle gehalten hat und verteilt hat. Und Coman auch, der dann nochmal 2-3 Mal angezogen hat und sowas, hat mir gut gefallen. Und ja, die letzten 5 Minuten plus Nachspielzeit hat man dann einfach unsere ganze Klasse gesehen. Ich glaube, in den letzten, was waren es? 5, 6, 7, 8 Minuten, ja, waren die Wolfsburger gefühlt nicht einmal wirklich am Ball und konnten noch einen Angriff fahren, ja. Haben wir ganz souverän nach Hause gefahren, dann das Dingen. Da hat man halt unsere Klasse gesehen und wie gesagt, man kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen, denke ich, für diese kämpferische Leistung, die wir heute gezeigt haben, die es auch nötig war. Und von daher in meinen Augen verdient gewonnen. Und es gibt nicht viel zu meckern, abgesehen mal vom Tolisso, der wirklich schlecht war. Und Alaba, der ein bisschen Unsicherheit reingebracht hat, war es aber völlig okay, denke ich. Ansonsten Ausblick. Oder wir können auch erstmal auf die Tabelle schauen. Ja, ich denke, wir sind im Soll. Ja, ich meine, eine Niederlage, ja, 3 Unentschieden. Also, wenn man sieht, was für ein Programm wir haben, hinter uns haben, vor uns haben, dass wir keine Vorbereitung hatten, gibt es nichts zu meckern. Die 18 Gegentore, ja. Meines Erachtens könnte man da ein bisschen gegenarbeiten, wenn man da mal anderes Personal hinstellt, aber sei es drum. Jetzt gegen Leverkusen. Wäre natürlich mega, wenn wir das Spiel gewinnen würden. Was ich persönlich nicht denke.
Leverkusen hat aktuell einen Lauf. Ja, die tun sich ansonsten immer schwer gegen uns. Zumindest wenn wir bei uns spielen. Die letzten Spiele haben wir uns aber auch schwer getan in Leverkusen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wenn wir wieder in Rückstand geraten, 1-0, werden wir das Spiel nicht gewinnen. Bin ich mir relativ sicher. Weil Leverkusen hat ein gutes Umschaltspiel, hat schnelle Spieler. Gut, wir haben dann diesmal den Davies wahrscheinlich gegen Bailey, obwohl der Bailey, glaube ich, mehr über links kommt. Dann wird es relativ schwer auf der rechten Seite. Da bin ich gespannt, wer da dann da aufläuft. Ja, wird ein interessantes Spiel werden, denke ich. Selbst wenn wir es verlieren sollten, mein Gott, dann haben wir 4 Punkte Rückstand. Ich denke, damit können wir dann auch noch leben. Wünschenswert wäre es natürlich nicht. Schön wäre ein Unentschieden. Sieg wäre natürlich mega gut. Ansonsten sieht man, es bleibt spannend. Gut, Dortmund ist jetzt schon ein bisschen abgeschlagen mit 5 Punkten, aber ich denke, das wird sich nochmal hier zusammenschieben. Bin ich mir relativ sicher. Und ja, dann haben wir eine kleine Pause. Wow. Ganze 8 Tage haben, glaube ich, die Spielerpause. Und dann sind irgendwie 5 Tage Vorbereitung und da geht es schon wieder weiter. Also ja, es wird die Leistung werden nicht besser werden. Ja, nach dieser Pause bin ich mir sicher. Ihr seht es auch, dann spielen wir 3.1., 8.1., 13., 15. bis 17., je nachdem wann wir spielen. Ja, dann 19., 20., dann 22. bis 25. Also ihr seht nur englische Wochen bis, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele mit englischen Wochen. Also 3 englische Wochen direkt wieder. Dann haben wir mal eine Woche bis zum nächsten Spiel. Obwohl hier ist nochmal, je nachdem wann wir spielen. Ja doch, sollte eine Woche sein. Und hier ist es dann halt auch nochmal eine Woche. Hier auch nochmal, also bis dann Champions League losgeht, hätten wir dann mal 3 Wochen, wo wir eine Woche zwischen den Spielen haben, wo wir dann auch mal ein bisschen durchatmen können, wo man dann vielleicht auch mal ein bisschen was einstudieren kann. Ja, und dann geht es natürlich schon wieder weiter mit den englischen Wochen. Also es wird nicht besser werden diese Saison. Ich denke auch von den Leistungsvermögen her wird es nicht unbedingt viel besser werden. Da müssen wir einfach diese Saison durch. Ne? Und solange es so ist, dass wir auf diesem hohen Niveau meckern können, ist doch alles gut. Ich denke, es wird eine harte Sache, die Meisterschaft dieses Jahr zu holen. Aber warten wir erstmal Step by Step, warten wir erstmal das Spiel gegen Leverkusen ab. Danach sind wir schon ein bisschen schlauer, denke ich. Wo man dann selbst bei der Niederlage nicht zu hart ins Gericht gehen darf mit den Jungs. Aber warten wir mal ab. Vielleicht gewinnen wir mit ein bisschen Glück. Das ist mir egal, selbst wenn alle schlecht spielen oder Neuer gut drauf ist, unser Levi und wir 1-0 gewinnen oder so. Wäre mir persönlich egal, würde mir reichen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich diesem Video schon angesprochen hatte. Ecken ist noch so ein Thema. Oder wieder ein Thema. Da müssen wir uns einfach verbessern. Also wir haben 7 Ecken gehabt, die waren alle für den Arsch. Richtig für den Arsch. Wenn man gesehen hat, was Wolfsburg da für Varianten hatte, wo es schon richtig gefährlich wurde bei Ecken oder auch davor Union, denke ich, da ist Verbesserungspotenzial da. Und ich denke, das sollte auch eine Sache sein, an der man auch bei englischen Wochen mal ein bisschen dran arbeiten kann, dass man da vielleicht mal ein paar Varianten reinkriegt. Irgendwie ist das bei uns immer nur gefühlt dasselbe. Hauen wir einfach irgendwie rein und guck mal, was so passiert. Das finde ich ein bisschen schade. Das wäre so eine Sache, die ich noch angehen würde. Aber leider haben wir das leider auch nicht zu entscheiden. So, jetzt habe ich nochmal 10 Minuten länger gelabert wie vorhin. Ich weiß gar nicht warum. Ich merke es auch schon an meiner Stimme. Von daher mache ich es jetzt kurz und schmerzlos, Leute. Bedanke mich fürs Interesse, wenn ihr es euch komplett reingezogen habt. Respekt, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Und wir hören uns am Sonntag wieder. In diesem Sinne, hau rein. Bis dann. Ciao.